Und weiter geht's im Jahr 1986, das wegen unserer Einmischung total verkorkst ist und irgendwie zu einem Monopol wurde. Leider, leider. In der letzten Folge haben wir zudem unser Gitarrenduell gegen diesen, ich weiß sogar seinen Namen nicht mehr, den Sohn No Name verloren. Doch das will ich jetzt ändern und so mit einer Revanche. Oh ja. Ich habe mir offscreen nochmal schnell den letzten Part angeschaut und sagen wir mal eine kleine Strategie überlegt und dabei auch noch kurz was getestet, was funktionieren könnte, was nicht. Und ich glaube, ich habe was richtig Gutes entdeckt. Aber schauen wir mal doch mal. Ja? Ja. Hey Mann, ich kann Legion als eine Wand spielen, klar? Ich will eine Revanche. Oh yeah. Du hast Nerven, McFly. Willst du dich wirklich nochmal so erniedrigen lassen? Er ist nichts als ein Blender. Ich beherrsche die Technik. Ach, wirklich? Willst du eine Kostprobe? Vielleicht. Wenn du Lied schlägst. Kannst du haben, Baby. Kannst du haben, Babyfist. Ich hab dich schon mal platt gemacht, McFly. Solltest du nicht im Dreck stecken? Ja, aber dann hat mich deine Mutter rausgeschmissen. Lass meine Mutter da raus! Pass auf, dass du keine Narben hinterlässt, Baby. Steht da echt Babyfist auf dem Rücken? Also der Fist kann man auch etwas anderes verstehen. So. Ihr seht im Hintergrund hat es da ein paar Kisten, irgendwie mit Farbe drin, dann auch unser Verstärker. Wir dürfen nicht zulassen, dass er an unseren Verstärker kommt, weil dann eben schneidet er alles durch und wir sind out of Strom. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen dafür sorgen, dass er hier rauf, dann springt und dann hier reinfällt. Wie machen wir das? Das gibt es unterschiedliche Varianten, aber erst einmal muss das sein. Ganz genau, damit das Brett nachher bricht. Oder irgendwie umfällt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsste es so funktionieren. Und hier haben wir einen kleinen Fehler, Leute. Die Musik ist cool. Jetzt steht er da, wenn wir jetzt hier Richtung Plattform gehen und so, oder Plattform klettern, dann schwuppdiwupps und wir haben das Problem. Schnörkel geht auch nicht, weil sonst geht er nachher in der nächsten Runde dahin. Also merkt schon, es ist ein richtig kleines Duell, könnte man sagen. Yeah, 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 man. Es lebe der Rock. Yeah. Yeah. Elvis ist ein Scheiß dagegen. Oh Mann, Baby, yeah. Okay, hör schon auf, ich bin grottenschlecht darin. Der Schnörkel. Kann ich auch, Hilde? Also, unsere Gitarre klingt besser. So, auf die Plattform. Und zwar mit beiden. Jennifer schüttelt nur den Kopf. Ja, würde ich auch. Sie möchte lieber gefistet werden, nicht wahr? Was macht er jetzt? Verdammt, er rennt wieder weg. Ja, das ist ein bisschen das Problem hier. Jetzt rennt er wieder weg und jetzt müssen wir das ganze Spiel wieder wiederholen. Das heißt, zurück auf die Plattform zum Verstärken natürlich. Yeah, yeah, yeah. Geil, geil, geil. Ja, was sagst du dazu, Kleiner? Schnörkel. Meiner klingt besser. Yeah. Und wieder zu unserem Baby, das Gefiste, ja, ihr wisst schon was, werden will. Das Babyfiss Girl. Hüpf, hüpf, wie eine ja. Wie die hüpfen ist ja nicht nach, sag's lieber nicht. Auf die Plattform. Komm schon, jetzt mach mir keinen Strich durch die Rechnung. Hüpfen, Schnörkel, was auch immer. Hüpfen. Hüpfen! So, und das gleiche gleich nochmal. Hüpfer. Oh! Alter, müssen das Schmerzen sein, ey. Martin McFly, das war total abgefahren. Was soll ich sagen? Manche haben's und manche eben nicht. Oh yeah. Du hast meine Kopfplatte zerbrochen. Ich glaube, ich habe ein neues Idol. Komm her. Warte, ich habe eine bessere Idee. Willst du sie jetzt etwa Vieh? Nee, oder? Also Marty, komm schon, dafür gibt's mindestens 10 Strafpunkte auf Wie einmal. hast du mich genannt? Ein Spießer? Jedes Mädchen kann mal einen Fehler machen, oder? Natürlich, Baby, und ist gerade wieder mal alles abgestürzt. Das ist nicht ein Ernst, oder? Oh, Fraps, hey, jetzt reißen wir aber langsam. Einmal kurz, Leute, das haben wir gleich. Und schon geht's weiter.
Such doch ein Zimmer, Mensch! Ich komm doch schon hinten allein. Oh, Rowdies! Verbrechen! Officer Parker? Ich habe diese 2 Rowdies erwischt, wie sie gegen die Vorschriftennummer Jennifer? Daddy! 476D verstoßen haben. Mit geöffnetem Mund? Und Zunge. Du bist zu weit gegangen, Jennifer. Was ist denn daran so schlimm? Das sind nur die Hormone. Halt! Solche Worte benutzen wir in dieser Stadt nicht. Zu dir komme ich später noch, junge Dame. Wir müssen uns gründlich unterhalten über das Bürger-Plus-Programm. Was? Ach, kommen Sie. Officer, geben Sie Mr. McFly Strafpunkte nach 476D. Ich kümmere mich um Ihre missratene Ja, Ma'am. Tochter. Und das ist dafür, dass meine Tochter jetzt Ärger mit Bürgerin Edna hat. Jetzt halte ich von Ärger fern, sonst bekommst du es mit Bürger Brown zu tun. Toller Hinweis. Finden. Wir müssen was finden. Ja gut, also dafür hat sich jetzt der Strafpunkt echt gelohnt, oder? Wir müssen rumknutschen. Wieso eigentlich nicht? Dafür begehe ich gerne Verbrechen. Ja. Aber trotzdem nicht. Rowdies, Verbrecher. Schnauze halten, wohl eher. Gut, fällt nur noch ein Strafpunkt, den bekommen wir doch bei unserer Mutter, oder? Mit dem Alkohol. Mom? Grins, grins. Mom, hör zu. Ich bin auf deiner Seite. Falls du ein Problem hast, würde ich dir gerne helfen, aber das ist deine Entscheidung. Oh, sieh dich an. Du bist so ein netter Junge. Ich bin froh, dass du mehr nach mir als nach deinem Vater kommst. Was hast du gesagt, Lorraine? So kann ich nicht leben. Dad, das war nicht hilfreich. Oh, da widerspreche ich, Martin. Es ist wichtig, sie auf frischer Tat zu ertappen, damit ich es auf Band habe. Wenn es auf Band ist, kann ich ihr zeigen, dass sie ein Problem hat. Das ist lächerlich, Dad. Du verhältst dich, als wäre das eine Geheimoperation. Wo ist sie hin? Mom? Aha, ich wusste es. Da. Was hast du da eben versteckt? Das war Obstlikör. Das ist eine Sprühflasche mit Orange Classic für meine geplanten Putzarbeiten. Lorraine, es tut mir leid. Du bist in letzter Zeit nur so verschlossen. Verschlossen? Vielleicht will ich nur nicht die ganze Zeit ausspioniert werden. Nein, nicht die ganze Zeit, Lorraine. Ausspioniert? Hin und wieder muss ich auch mal schlafen. Finden. Ja, nicht die ganze Zeit, wa? Hinweise aber auch jetzt dringend. Lorraine könnte etwas verheimlichen. Vielleicht verrät sie dir, wenn sie sich nicht beobachtet fühlt. Okay. Ich will mit dieser Kamera bei der Statue, wenn du nur an die Kamera rankommen könntest, um sie zu verdecken. Verdecken komme ich eigentlich nicht dran, hä? Die Statue. Moment, ich kann es zwar bewegen, aber... Bringt das was? Reicht das bereits? Ah, testen wir mal kurz. Nee, das reicht glaube ich noch nicht. Zweites Mal. Ach, was ist passiert? Was zum Teufel sehe ich da? Ja. Ja, geht doch. So, liebste Lorraine, was treibst du da hinten, Baby? Martin, wir erstmal mit umdrehen. Hallo, ich sehe da nichts. Ja, ist ja super. Ah, jetzt. Da. Mom, jetzt wo Dad nicht zusieht, Oh, Martin, war das ein Flachmann? Flachmann? Sei nicht albern. Ich... Schon gut, Mom. Beherrsch dich einfach. Oh, dein Vater hat recht. Ich bin wieder rückfällig. Aber es war so schwer. Dein Bruder und deine Schwester waren weg. Dein Vater wurde besessen von seinen Monitoren und verlor seinen Job und... Oh. Ich kümmere mich um den Flachmann. Dad muss nichts davon wissen. Ach, danke, mein Liebling. Ich könnte es nicht ertragen, mit deinem Vater darüber zu sprechen. Das habe ich gemerkt, das habe ich gemerkt. George McFly, besessen von seinen Monitoren, war der Flachmann.
George ist also ein richtiger Diese Let's Zeitachse Player. nervt. Meine Eltern streiten sich wieder, Mom trinkt. Als ob alles, was Doc und ich je getan haben, um die Dinge in Ordnung zu bringen, umsonst war. Zeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Würde ich auch behaupten. Die Frage ist bloß, wie? Von Polizisten hingehen? Wo ist der überhaupt? Ist der hier irgendwo? Chop, chop, vielleicht hinten. Er wollte irgendwie zu seiner Tochter gehen, oder? Und sie zurechtweisen. Da ist unsere Süße. Ohne Kopfhörer. Na, Baby, Lust auf eine Fortsetzung? Oh. Tut mir leid, dass du meinetwegen Ärger mit deinem Dad und Edna hast. Ich will nicht darüber reden. Okay, aber... Ich will nicht darüber reden. Richtig. Das war klar. Was weißt du über das Bürger Plus Programm? Mein Vater will, dass ich mitmache. Alles deinetwegen. Hä, wieso meinetwegen? Was weißt du über das Bürger Plus Programm? Mein Vater will, dass ich mitmache. Alles deinetwegen. Oh Mann, wir können aber auch nie etwas Ich recht glaube, deine machen. Farbe verschmiert. Mist! Ja, Mist. Wir verziehen uns wieder. Der Officer ist nicht da. Edna auch nicht, obwohl ich glaube, die wird uns direkt Kiel holen gehen. Das ist sogar noch freundlich ausgedrückt. Wo ist jetzt der Officer? Wo ist der bloß? Das Polizeirevier? Müsste eigentlich hier sein, oder? Hallo, Ach, natürlich kann ich zum Polizeirevier. Was soll denn das? Menschenskind, hey. OMG und sonst noch alles mögliche. So, wo ist jetzt der Parker? Officer Parker! Hä, wo ist der hin? Ja, komm, verarsch mich jetzt. Ah, da ist er, steht er ja. Hände hoch, Bürger. Stillgestanden. Das wird nichts. Hoffentlich ist da Apfelsaft drin. Warum machen Sie es nicht auf und finden es heraus? Kommen Sie mir bloß nicht frech. Ich weiß, dass Sie ein Taugenicht sind, McFly. Officer Parker, was gibt es hier für ein Problem? Bürger McFly, Ma'am. Er trieb sich mit einem 181B-Verstoß in der Tasche hier herum. Sie, junger Bürger, woher haben Sie diesen Fusel? Nirgendwoher. Ist er etwa frech zu mir? Ja, mir gegenüber hat er sich auch so verhalten. Können wir den Vortrag nicht überspringen und die Sache hinter uns bringen? Au! Officer, geben Sie ihm ordentlich Strafpunkte. Was den Alkohol betrifft, ab damit in die Recyclingtonne. Mit Vergnügen, Ma'am. Nun, stecken Sie Ihre Nase nicht in irgendwelche Sachen, sonst bringe ich Sie zu Burger Brown. McFly! Hey, Jennifer. Bist du immer noch wütend auf mich? Wütend? Ach, zu sehen, wie mein Vater knallrot anläuft, war die Gefahr, in das Bürger Plus Programm gesteckt zu werden, allemal wert. Klasse, denn ich muss unbedingt zu... Meine Güte, Martin, was ist in dich gefahren? Alkohol, Hunde, Knutschen in der Öffentlichkeit? Als ob du ein völlig anderer Mensch wärst. Ein viel coolerer. Ich weiß, es ist nicht leicht zu verstehen, aber ich bin der ich immer war. Alle anderen sind anders. Und hör auf, mich Martin zu nennen. Ich heiße Marty. Nun, Marty, was steht als nächstes auf deiner Liste? Bänke umwerfen? Vielleicht. Was muss man tun, um sich eine Menge Ärger einzuhandeln? Ich, glaube, du wirst es gleich wissen. Sie da, Bürger! Verschwinde von hier, Jen. Kein Problem. Sind Sie Martin Seamus McFly? Ja? Wir haben einen Haftbefehl gegen Sie. Haftbefehl? In den letzten 24 Stunden haben Sie über 15.000 Strafpunkte angesammelt. Cool. Sind Sie das, Mr. McFly Jr.? Ist es cool, als Krimineller mit schwacher Moral gebrandmarkt zu sein? Ich bin nicht schwach. Sie stecken schon bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ärger? Meine Güte, ja. Aber keine Sorge. Wir werden uns um Sie kümmern. So wie sich Ihr Bürger Plus Programm um Biff kümmerte? Vielleicht. Das Programm braucht dringend neue Freiwillige.
Aber wir wollen nicht voreilig sein. Hören wir uns zuerst an, was Bürger Brown zu seiner speziellen Neigung zu antisozialem Verhalten zu sagen hat. Sie bringen mich zu Bürger Brown? Unverzüglich. Officers, bringen Sie ihn fort. Ja, Ja, Ma'am. Es ist an der Zeit. Ja, Ziel erreicht. Ich habe immer gewusst, dass Ihr Einser-Schüler Musterknabengehabe nur Scharade ist. Das wusste ich doch auch. Denn man weiß doch, stille Wasser sind tief. Mhm. Die Zeit. Bürger. Martin McFly, Alter 18, wohnhaft im Sektor L. Vater George, Mutter Lorraine, Präsident der Junior Brown Brigade, Empfänger eines Vollstipendiums für das Strickland College, Gewinner des vom Rathaus vergebenen Betragenspreises. 0 Strafpunkte bis heute Morgen. Er stellt sich ganz klar die Frage, Mr. McFly. Was ist mit dir passiert? Doc! Meine Güte, Doc, was ist mit Ihnen passiert? Doc? Interessant. Du hältst mich für einen Doktor. Dir ist anscheinend bewusst, dass du an einer Art psychischen Störung leidest. Das ist ein gutes Zeichen, Martin. Natürlich bin ich kein echter Doktor, aber ich habe die Mittel, um dir zu helfen, wieder in die gesellschaftliche Normalität zurückzukehren. Beginnen wir mit ein paar Fragen, damit ich einen Ausgangspunkt habe. Zurückkehren, schön und gut, aber wenn, dann nur in der Zeit, bitteschön. Meinetwegen. Bringen wir den Unsinn hinter uns, dann sage ich Ihnen, was Sache ist. Du sagst mir, was Sache ist? Ich höre. Diese ganze irre Welt, die Sie geschaffen haben, sie ist total krank. All die dämlichen Regeln und alle benehmen sich komisch. Mein Vater ist ein seltsamer Spanner, Mom ist total im Eimer und Jennifer macht mir irgendwie Angst. Und Biff, er ist wie ein Zombie oder sowas und im Grunde ist das alles Ihre Schuld. Ah, ich verstehe. Dann geht es hier eigentlich mehr um mich als um dich. Ja, Du hast das alles auf dich genommen, um mit mir persönlich zu sprechen? genau. Ein Hilferuf, sozusagen. Ja, nein, Sag mir, Martin, hängt deine Mutter wieder an der Flasche? Ah, Doc. Das ist ein gefährliches Spiel, das du da mit mir treibst, Alter. vergessen Sie meine Mutter, sie ist hier nicht das Problem. Deine Mutter darfst du niemals vergessen, Martin. Deine Eltern sind Autoritätspersonen und Respekt für Autoritäten ist absolut unentbehrlich für die Ordnung in Hill Valley. Ich bin erstaunt, dass dein Vater dich noch nicht zur Vernunft gebracht hat. Eigentlich ist er ein sehr fügsamer und entgegenkommender Bürger. Ja. Und eigentlich heißt es Michael und nicht Martin McFly, aber so ist halt die Welt, nicht wahr? Sie meinen ein total verdrehter Bürger. Er sollte Science-Fiction-Autor sein, kein Spanner. Und Sie sollten eine Zeitmaschine erfinden. Zeitmaschine? Ja, hören Sie, Doc. Sie erinnern sich nicht, doch Sie haben eine Zeitmaschine gebaut. Aus einem DeLorean. Warum? Naja, also, eigentlich eine gute Frage, wa? Die habe ich mir eigentlich auch schon öfters gestellt, aber, Gegenfrage. Einfach nur so, würde ich sagen. Und der Stahlrahmen des DeLorean war aus irgendeinem Grund wichtig. Was weiß ich. Faszinierend. Ja, das ist faszinierend. Es ist faszinierend und großartig und unglaublich, aber das wissen Sie nicht, weil Sie sie nie erfunden haben. Sie sind nicht der echte Doc Brown. Sie müssen mir glauben. Und das liegt daran? Dass alles durcheinander kam, als ich zurück nach 1931 reiste. Klingt, als wäre diese Zeitmaschine eine sehr unpraktische und gefährliche Erfindung. Naja, unpraktisch nicht, aber gefährlich, ja. Nein, ich meine, ja. Was ich meine ist, dass sie zwar viel durcheinander gebracht hat, aber auch vieles besser wurde. Zum Beispiel meine Eltern. Nur dank ihrer Zeitmaschine wurden sie erfolgreich und glücklich. Dann sind sie glücklich. Nein, sind sie nicht. Weil sie mich wieder in die Vergangenheit gerufen haben und ihre Zeit gerade und die aller anderen verändert wurde. Ich verstehe. Nein, das tun sie nicht. Denken Sie nach, Doc. Erinnern Sie sich nicht?
Wir kannten uns, als Sie 18 waren. Ich bin Michael Corleone. Unglaublich. Der Fall ist ernster, als ich dachte. Der Junge hat eine veränderte Realität erfunden. Alzheimer im Quadrat, sage ich dazu nur. Sie denken, ich bin verrückt? Vielleicht klinge ich verrückt, aber Sie müssen mir glauben. Ganz ruhig, Martin. Ich mache dir keine Vorwürfe. Der Fehler liegt bei uns, nicht bei dir. Scheinbar gab es einen schweren Fehler bei deiner sozialen Anpassung. Sie verstehen nicht. Nein, noch nicht. Aber ich will es verstehen. Ich will die Wurzel deines Problems finden. Sprich weiter. Das bringt doch alles nichts, Mensch. Nimm dir Zeit. Sieh dich im Zimmer um. Vielleicht regt irgendwas hier dein Gedächtnis an. Nun gut, nun gut. Überzeuge Burger Brown, dir zu helfen. Naja, so schwierig kann das nicht sein, oder? Habe ich hier irgendwo noch Foto von Einstein? Okay, sehen Sie sich dieses Bild von Einstein an. Der Hund? Das Verstecken gefährlicher Tiere ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, das wurde mir schon gesagt. Aber Sie haben vor langer Zeit genau dasselbe Tier versteckt. Erinnern Sie sich an den Testlauf Ihres Raketenautos? Einstein ist auf dem Gerichtsgebäude gelandet. Ich erinnere mich an so etwas, aber natürlich kann das nicht der gleiche Hund sein. Daran ist auch nichts natürlich. Einstein ist auch ein Zeitreisender, dank Ihrer Erfindung. Beeindruckend detaillierte Wahnvorstellung. Sprich weiter. Ach du Scheiße. Das könnte ja schwierig werden, ihn zu überzeugen. Was fehlt denn noch? Die Kinokarten, nicht wahr? Aber wie kriege ich die jetzt? Porträts. Oh mein Gott, ist das sein Vater? So sah also Richter Brown aus. Ich habe ihn nie gesehen. Natürlich nicht. Er starb, bevor du geboren wurdest. Er war mein größter Unterstützer. Nach meiner Frau natürlich. Das ist eine Veränderung. Das letzte Mal, als ich Ihr jüngeres Ich sah, hatten Sie und Ihr Vater einen großen Streit wegen Ihrer Entscheidung, Erfinder zu werden. War es nicht so? Exzentrische Fantasie. Bitte, fahr fort. Fantasie? Das war Wirklichkeit, du Dummbeutel. Dummbeutel, du. Aquarium bringt doch auch nichts. Uhrenfenster ist schön und gut, kann ich hier irgendwie raus oder so? Ich brauche mehr Infos. Natürlich geht nicht. Oder? Nee, da kann man nicht durch. Da ist er, super. Was irgendwie übersehen? Uhr. Die Uhr hilft mir nicht gerade weiter. Die Kinokarte! Sie haben immer noch die Kinokarte. Ja, eine Erinnerung an meine erste Verabredung mit Edna. Der Film hieß Der tugendhafte Ehemann. Dann haben Sie Frankenstein nie gesehen? Sie hätten an diesem Abend Frankenstein sehen sollen. Das hätte Ihnen die nötige Inspiration für Ihre große Vorführung bei der Hill Valley Expo gegeben. Inspiriert von Frankenstein? Wie absurd. Und nicht zu vergessen, historisch falsch. Meine liebe Frau ist die einzige wissenschaftliche Muse, die ich je brauchte. Von meiner erfolgreichen Vorführung bei der Expo 31 bis zu meinem neuartigen Bürger Plus Programm. Erfolgreich? Es hätte ein Fehlschlag sein sollen. Ja, irgendwie schon, wa? Ganz toll, die Uhr vielleicht? Etwas an dieser Uhr kommt mir bekannt vor. Nicht nur dir, Martin. Na toll, wie geht es weiter? Ich weiß nicht, ob er gerade einen Touchdown feiert oder eher angekettet ist. Das Glas ist halb voll, Marty. Halb voll. Was auch immer du damit sagen willst, Marty, du liegst richtig. Porträt. Wie ist Ihr Vater einsichtig geworden? Weiter, Mr. McFly. Hä? Wie jetzt? Wie ist Ihr Vater einsichtig geworden? Weiter, Mr. McFly. Wir haben hier das Porträt, wir haben die Monitore, wir haben das Uhrenfenster, wir haben den Dock. Ach, du grüne Neune. Also, Doc, ich meine, Nein, Bürger... fokussiere dich nach außen, nicht auf mich. Nutze die Objekte im Raum als Anhaltspunkte. Ich möchte deine Gedankengänge beobachten. Ja, dann beobachte mal, beobachte. Das haben wir bereits alles. Was fehlt denn noch? Wir haben noch etwas bei uns. Die Gitarre wird ihm eher wohl weniger helfen. Die Zeitung. Könnte das vielleicht was bringen? Erinnern Sie sich? Carl Sagan Fleet. 13. Juni 1931.
Ich erinnere mich an den Vorfall. Damals, als Verbrechen in Hill Valley noch ungeahndet blieben. Ich habe ihn gerettet. Und ich habe es mit Hilfe ihrer ersten Erfindung getan. Dem Raketenbohrer. Der Raketenbohrer. Hat nie funktioniert. Ein misslungener, törichter Apparat, der gerne explodiert ist. Hör auf, mich so zu verwirren. Mein ganzes Leben habe ich dem praktischen Nutzen von Technologie gewidmet. Für eine effizientere, geordnete Gesellschaft. Da kannst du jeden fragen. Er wird es dir bestätigen. Sie wissen es besser, oder, Emmett? Nein. Siehst du dieses Foto? Ich trage es bei mir als Erinnerung an den Moment, an dem mein Lebensweg klar wurde. Der 25. August 1931. Der Tag, an dem ich ganz allein Kit Tannen, die Geisel von Hill Valley, festnahm. Was denn, ganz alleine? Und nicht zufällig auch der Tag, an dem ich Edna Strickland für mich gewann. Meine wissenschaftliche Muse und Liebe meines Lebens. Sieh her, das ist ein junger Mann, der seine Bestimmung kennt. Ich sehe da etwas anderes. Was siehst du denn? Ich auch, Freunde. Ich sehe da auch was anderes. Seht ihr da auch was anderes? Schreibt es doch in die Kommentare. Ne, Quatsch mit Soße. Hallo? Ich dachte gerade, wird alles abstürzen. Und zwar... Genau. Könnte das sein? Ich denke schon. Was? Das bin ich. Und Sie. Das andere Sie. Das bin ich. Und du. Aber wie? Michael? Das ist unmöglich. Nein, das ist Wissenschaft. Ihre Wissenschaft, Doc. In dieser anderen Welt, von der du sprichst, bin ich dort glücklich? Sogar sehr glücklich. Sie haben 2 tolle Söhne. Söhne? Ja, und eine fantastische Frau. Nicht Edna? Nicht im Entferntesten. Und Ihre Erfindung. Doc, Sie können überall hinreisen, in jede Zeit. Sie sind der glücklichste Mann im Universum. Und was ist mit Hill Valley? Hill Valley? Wissen Sie, es gibt schon Probleme. Ein bisschen Stadtverfall hier, ein wenig Verbrechen da. Es ist eine normale Stadt. Die Menschen sind meistens glücklich. Und auch wenn sie unglücklich sind, dann nicht so unglücklich wie in Ihrem Hill Valley. Halt! Es gibt keine unglücklichen Menschen in meinem Hill Valley. Hören Sie auf. Sie glauben nicht Meine wirklich... Bürger leben in Recht und Ordnung. Niemand hat Sorgen. Niemand beschwert sich. Nur weil Sie sich nicht trauen? Mann, öffnen Sie doch mal die Augen. Sie und Edna haben alle eingeschüchtert. Für dich, Mrs. Brown, Jungchen. Doc. Red mich gefälligst mit euer Ehren an. Sonst noch Wünsche? Meine Frau und ich haben über 50 Jahre gearbeitet, jeden wachen Moment geopfert, um Hill Valley von Laster und Chaos zu befreien. Und du wagst es zu behaupten, unsere Bürger wären unglücklich? Ja, das tue ich. Ich habe es gesehen. Sie haben nur Angst, es zu sagen. Angst? Angst wovor? Angst vor den Konsequenzen ihrer Taten, Doc. Dieser Ort ist wie ein Polizeistaat. Unsinn. Ich kann es beweisen. Na gut, Zeitreisender, tu das. Und bis dahin ist eine wilde Geschichte für mich genau das. Die Geschichte eines Verrückten. Und ich habe festgestellt, dass es die beste Behandlung ist, dem Wahnsinn seinen Lauf zu lassen. Dann ist das Gespräch beendet? Soll ich etwa gehen? Ja, bitte. Ich bin sehr beschäftigt. Ich muss mich um eine Stadt kümmern. Gut, aber ich komme wieder. Mit Beweisen. Ganz cooler Abgang.